was du bekommst mit der Hormone Melatonin, dit is de hormone wat die helpt dat du dich beter beruhigen, zodat du dich fijn verreiben en dat du beter ohne so uwes anschuben. Wenn du so uwes lang lächeln hast, oder das mit dem Phone spielen oder TV kicken, sind Dinge hier alle ab, dat dein Körper nicht das Melatonin produzieren. So, wenn du was eine gute Nacht mit Schlaf hast, dann ist das fein, wenn du schlecht merken und nicht an den Phone sein, 2 Stunden vor dem Schlafen gehen, sodass dein Körper 2 Stunden hat, zum Anfang das Melatonin zu merken, sodass dein Körper dann bereit ist zum Luther anschlufen. Das Melatonin ist aber auch in deine Brostmalkj. Die Brostmalkj wird dein Körper so uwes merken wird und danach, das hat 3-mal so viel Melatonin mang, als was deine Malk hat von, als was dein Körper das merken, da. So, wenn du dein Baby das Brustfördern, diese Hormone, die dann bei ist, die helfen, dass dein Baby kann besser anschlufen für danach. Das ist aber auch eine sehr wichtige Hormone für Jeburt, dass du eine naturale Jeburt haben. Das ist ein von den ersten Hormonen, die du musst schaffen. In Fakt, wenn dein Körper nicht genug Melatonin hat, dann wird dein Körper nicht natural ein Labor angehen, für die Geburtswehen. Die wollen nicht anfangen, solange dein Körper nicht genug Melatonin hat. Und dein Körper, der braucht diese Hormone, wenn es früh, du musst die kann, der die Geburt auch verreiben. So diese Hormone, die musst du sein, dass du, zwischen all die Geburtswehen, dass du die kannst du auch fein verreiben, und so dass all die anderen Hormone dann kann schaffen. So, wenn du nicht Melatonin hast, dann hören die anderen Hormone auch mal schaffen, oder dein Körper, der merkt den Nervus nicht mal. Melatonin ist das heiße an der Service in der Nacht, die du zwingst dort, der Hormone ist, was du brauchst, das zum Schlafen. Und das ist, woran der meiste früh ist, wenn die eine naturale Geburt haben, dass der Geburtswehen natural anfangen, dort wird meist immer eine Früh anfangen, dort danach, wenn es dann ist, wenn du genug in der meiste Melatonin hast. Und das ist, was du brauchst, das, dass deine Geburt dann kann anfangen. So, wenn du dann eine Geburt bist, oder eben wenn deine Geburt gut anfangen oder etwa da, dort kann die Sache mithelfen, wenn du dann in einer nächsten Stufe bist. Wenn du danach eine Geburt bist, lädt das Licht aus oder hab es ein Licht an, was in ganz klein passiert, dass nicht Licht an haben, dass die ganze Stufe da hast. Und wenn du etwa da willst, eine Geburt dann gehen, das dann gilt, wenn du dunkle Gardinen hast, und die Gardinen dann zu merken, sodass du in der nächsten Stufe bist, sodass dein Körper anfängt, mehr Melatonin zu merken, sodass der andere Hormone auch kann alle anfangen zu schaffen, sodass du eine feine, glatte Geburt hast. Wenn dein Körper nicht genug Melatonin hast und du eine Geburt bist, das ist, was du merkst, dass deine Geburtswehen anfangen irregular zu sein, das ist irregular, dass die nicht mehr regelmäßig kommen dann. Und wenn das anfängt, das ist dann, wo du eigentlich anfängt, dass die Geburt nicht mehr die Pferde wegschaffen. So, wenn die Mom dann zu müde ist, dass er sich nicht fein verreiben kann, das meint, dass diese Hormone hast du nicht mehr. Und dann, das dann, wo das anfängt, ja, dass deine Geburt ist mit auf dem Stellpunkt. Und das, dass dein Mutter holst, da wird nicht wieder bleiben, wie abgehen. So, das ist sehr wichtig, dass du diese Hormone hast, so dass das kann alle bleiben, wie die Pferde weggehen. Some Dinge, was den Melatonin schütten kann andauern, ist die, wenn du Lächeln hast. Wenn die wird sehr viel neu sein, das wenn das Baby wird viel im Hot getestet werden, oder die allerhand, viel Päckchen tun, sind Dinge, das kann das alle verstimmen. Wenn du auch Menschen mal kommen tun, das muss sein, viele Menschen immer in die Stufen ankommen, das dort auf alle seine Dinge, wo das den Melatonin abhören, mit produzieren, wenn es denkt, du bist einfach. Der Melatonin ist, was du brauchst, um die beruhigen, oder ja, die kann fein verreiben. Und das spürt sich nicht so nur verreiben, wenn Menschen in Tiefe an die Stufen ankommen und die Mangpacken tun. Wenn er früh an der Geburtswehen ist, das ist so fein, wichtig, wenn so kann eine Stufe sein, wo nicht viel wird angeht. Das ist so fein, wenn der früh in der Morgen, wo viel bis allein geluten worden und so wenig Proben an der Minute sein, als was dann einfach möglich ist. So, noch einmal ein paar Dinge, die mit Melatonin zu tun haben. Ist dort, in order, dass dein Körper kann Melatonin produzieren, musst du in der Sonne schön sein. Und ich weiß für die, das ist die andere Countries, das ist Bolivia und Paraguay, wenn die von da sind, dann wird es probably nicht ein Problem sein für Hunde, aber das ist für uns hier von Kanada, wenn wir viel Bahn sind, das ist, wo du merken, dass dein Körper nicht wirklich genug Melatonin produzieren, wenn du musst brüten sein und du musst in der Sonne schön sein, oder du tust für deine Übung, die musst in der Sonne kriegen, in order, dass dein Körper kann Melatonin merken. Und auch wenn du Lech und Magnesium bist, die meisten Menschen sind actually Lech und Magnesium.
Wenn du nicht genug Magnesium hast, das ist noch eine Ursache, wo dann den Körper dann nicht genug Melatonin merken, wenn den Körper das braucht, Magnesium zu Melatonin merken. So, wenn du schwanger bist und du Trouble hast mit Krom, das ist viel Krom drin an den Beinen, das ist auch noch ein Zeichen, dass du leicht bist an Magnesium. So, ja, dann eben wenn er nicht schwanger ist, das ist gut, wenn er kann Magnesium brücken, sodass den Körper kann genug Melatonin merken, sodass einer ebenso kann gut schlafen, aber gerade auch für Schwangerschaft in Jeburt, wenn du Krumpchen das an den Beinen, das meint probably, dass du bist zu leicht an Magnesium und das wird dann auch deine Hormone Melatonin affektieren, so das wird gut sein, wenn du Magnesium brücken.